Zwergschnauze. Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuen Folge. Ja, zu der neuen Folge von meinem Podcast, für dass wir es noch richtig hätten gesagt. richtig. Ja, für dass wir es richtig hätten gesagt. Liebe Leute, ich hoffe, euch draussen geht's gut. Ihr habt eine schöne Woche gehabt. Bis jetzt, bis zu dieser neuen Podcast-Folge. Von Mittwoch bis zum Mittwoch, weil jeden Mittwoch kommt eine neue Folge. Und ja, was soll ich sagen? Heute ist der 23. Juli 2024. Ich habe ein bisschen gewartet, ja. Weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, irgendwo kommt sicher noch etwas, wo du darüber kannst reden. Weil ich habe nicht so wirklich Themen gefunden. Klar, ich habe wieder Filme geschaut. Aber ich habe irgendwie so gedacht, irgendetwas kommt noch. Ich spüre es, irgendetwas kommt noch. Und tatsächlich, es ist tatsächlich noch etwas gekommen. Tada! Weltweite Aktion von der letzten Generation Flughafen Zürich reagiert. Klimaaktivisten drohen mit Ferienchaos am Wochenende. Ja, meine Damen und Herren, es ist so, dass die letzte Generation dazu hat aufgerufen, dass man ab dem 27. Juli 2024 soll protestieren auf den Flughäfen direkt. Also Schweiz, Deutschland, Österreich und auch noch anderen Orten auf jeden Fall, soll man protestieren. Ich persönlich muss sagen, geht es eigentlich noch. Klar, ich bin vollkommen mit den Leuten einig, die sagen, hey, wir müssen hier wirklich fürs Klima etwas machen. Mache ich ja persönlich auch. Aber nicht so. Vor allem nicht so, wo man dementsprechend je nachdem auch noch Menschenleben gefährden kann. Ja, ich habe nachher gestern auch das erste Mal vom Profil erfahren von der letzten Generation Österreich. Letzte Generation AT nennen sich die ja. Das zeige ich natürlich auch gerade. Also jeder, der den Videocast sieht, so sieht es aus. Ja, letzte Generation AT. Also AT, wer nicht weiss, wir haben CH in der Schweiz, AT, Schulwissen, Österreich. Deutschland hat zum Beispiel DÜ für Deutschland. Nein, natürlich DE. Sonst wüsste ich nicht, wie ihr auf die eine oder andere Webseite kommt. Auf jeden Fall bin ich hier mal auf dieser Webseite gewesen, bin hier ein bisschen runter und habe plötzlich diese Dame hier gesehen. Und habe mich gefragt, wer ist echt das? Wer ist das, was hier redet? Ich bin ehrlich mit euch, ich habe bisher so wirklich die Augen verschlossen gehabt, betreffend eben letzte Generation. Ich finde es so gut, dass immer wie mehr Leute aus der letzten Generation aussteigen, zumal sie da eben jetzt auch Protesttraining machen. Und ich frage mich immer, weil sie da schreiben wegen, ja, sie haben schon 80% Spenden und so, ich frage mich da immer, was sind das für Leute, die da spenden? Vor allem ist auch meine Frage, wenn die jetzt so Protestaktionen machen können, zeigen die ja grundsätzlich nachher auch auf, wie einfach, je nachdem was passiert, wie einfach, dass du auf einen Flughafen kommst. Keine Ahnung, ob sie vielleicht eben so die Spenden eingesammelt haben, dass sie sich eine Reise ziehen können, wo sie nachher dann plötzlich, wenn sie auf dem Flugplatz sind, auf dem Landeplatz, dass sie dort ihre Weste anlegen und sagen, hey, wir sind die. Wer weiß, ist natürlich nur eine Mutmaßung. Aber auf jeden Fall, die Frau, eben, die ich hier vorhin schnell gezeigt habe, die hier, sie ruft hier auf jeden Fall dazu auf, dass man eben die Proteste machen bei den Flughäfen. Sie sagt zwar noch gut, bei den Flughäfen. Die Frage ist jetzt natürlich, eben, bei den Flughäfen, ist sie hier nachher rechtlich draussen? Weil wenn nachher heisst, hey, du hast ja gesagt, die Leute sollten protestieren. Entschuldigung, falls ihr jetzt wieder hört, dass es surren. Es wird immer noch gebaut bei mir in der Hütte. Auf jeden Fall, wenn sie das natürlich so sagt, hey, geht bei den Flughäfen protestieren, ist sie in dem Sinne rechtlich gesehen nachher draussen, weil sie nicht hat gesagt, geht auf die Landebahn direkt oder in den Flughäfen protestieren. Sie sagt nur bei den Flughäfen. Okay, jetzt ein Bild, wenn man hier das Bild anschaut. Ja, ich habe es so drum oben abgeschnitten. Ende Juli protestieren wir europaweit auf Flughäfen.
Also da steht jetzt in dem Sinn schon auf den Flughäfen. Das ist nicht mehr einfach bei den Flughäfen. Heisst in der Nähe sozusagen wie sogenannte Planespotter, die ja außerhalb der Flughäfen sind, wo sie genug Flugzeuge sehen. Aber dort mit dem Bild zeigen sie natürlich, dass man die Farbe eben, ist ja das Orange von der letzten Generation, dass man in dem Sinn hier Flughäfen geht stören. Und ich finde das wirklich gefährlich. Vor allem auch für die Leute, die je nachdem eben ein psychisches Problem haben und für solches nachher offen sind, bzw. empfänglich sind. Genau das Gleiche ist ja auch bei Leuten, die sich radikalisieren, extremistische Themen hingeben und nachher radikalisieren, dass die je nachdem hier und da zuerst ein psychisches Problem aufweisen, das sie vorher hatten. Dass sie irgendwie Ängste haben von gewissen Zukunft, weil sie keinen Job finden, weil sie gemobbt werden. Das alles sind natürlich nachher dementsprechend Auslöser, wo du dich dann halt plötzlich in so einer Gruppierung zufrieden findest und die Frieden findest. Persönlich, jetzt, wenn ich das so lese, muss ich sagen, wenn da eine Person Schaden kommt bei dieser Aktion, die ich persönlich kenne, wo halt jetzt so eine Aktion von der letzten Generation verantwortlich ist, dann weiss ich nicht und dann verstehe ich auch wirklich Familienmitglieder und Angehörige, dass es nachher noch schlimmer eskaliert, wenn dann halt die letzte Generation wieder mal auf der Straße ist und man halt die Leute nachher dort sieht, halt vielleicht eine Person hat verloren. Ja, also auf jeden Fall, ich würde die Protestaktion sein, wenn ich bei der letzten Generation dabei bin. Ja. Was hat man noch so gesehen? Also heute habe ich zum Beispiel gerade gesehen, auf Blick hat man jetzt hier folgenden Artikel gesehen. 5 Massnahmen, die das Risiko von einem zweiten Herzinfarkt minimieren. Was ich in diesem Kontext natürlich wirklich kacke finde, ist folgendes, dass man so als Blick Plus Artikel hat hergeschrieben. Klar kann man sagen, ja, du kannst viel im Internet lesen, aber im Internet wird immer noch so viel Dreck geschrieben, wo du nicht kannst sagen, okay, ist die Quelle wirklich vertrauenswürdig oder nicht. Aber dass man nachher schreibt, 5 Massnahmen, die das Risiko von einem zweiten Herzinfarkt minimieren, für das man dafür extra ein Blick Plus Abo machen muss, finde ich schon recht unfair. Vor allem eben, da könnte die Blick jetzt wirklich sagen, ich mal eine gute Tat vollbringen. Da steht zwar der Kardiologe Christoph Weiss, der ist von der Hirslanden, habe ich gesehen. Er auf jeden Fall gibt hier die Auskunft. Und wenn wir jetzt hier mal schauen, googeln, sieht man auf jeden Fall, hier hat er vor einem Jahr bereits schon mal ein Interview gegeben. Und auch 2020 hat er ein Interview gegeben, oder auf jeden Fall Herzklappenzentrum Hirslanden, eben dort, wo er momentan tätig ist. Also er hat in dem Sinn hier schon bereits Auskunft gegeben, wo du in dem Sinn sicher auch kannst bereits den Nutzen daraus ziehen, ohne dass du so ein Abo extra für Blick Plus gehst lösen. Oder sage ich mal, ohne dass du Blick extra Geld gibst, für das du weißt, wie ein zweiter Herzinfarkt kann vermieden werden. Persönlich muss ich wirklich sagen, ich finde es wirklich unfair. Schon eben auch der Punkt, dass ältere Menschen sicher auch immer noch den Blick lesen. Und dann hier auf so einen Artikel stossen, sagen, hey, meine Frau oder vielleicht ich selber habe schon mal einen Herzinfarkt gehabt. Ich möchte gerne wissen, wie kann ich das verhindern, dass es nochmal passiert? Oder wie kann ich einem Menschen mitteilen, dass das nicht nochmal passiert? Und dann sagt man einfach, Entschuldigung, mach zuerst ein Blick Plus, für das du in dem Sinn nachher weisst, wie man das in dem Sinn verhindern. Also, bin ich nicht so Fan, bin ich wirklich nicht so Fan. Heute habe ich übrigens auch gerade gelesen, dass der Brian wieder frei ist gekommen, mit gewissen Auflagen. Aber ja, da lesen ihr sicher auf jeden Fall selber wieder drüber. Muss ich nicht in dem Sinne weiter ins Detail gehen. Wo ich weiter ins Detail gehe, ist Folgendes.
Und zwar habe ich gesehen, dass 20 Minuten auf dem Boden ist gesehen. Und ich weiss auch nicht, dort haben sie Moderatorinnen und Moderatoren, die recht toll und sympathisch in den Videos auftreten. Und nachher haben sie Moderatoren. Und ich muss sagen, warum? Warum braucht es so einen Typ? Oder warum braucht es so eine Frau? Sehr unsympathisch zum Teil, sehr unsympathisch. Aber was wiederum sehr sympathisch ist folgende Marke. Also, ja, keine Angst, jetzt kommt kein Placement. Jetzt kommt überhaupt noch gar kein Placement. Aber es gibt die Marke Free Water. Das kommt aus Austin, also Austin, Texas. Auf jeden Fall, die Brand, die ist wirklich cool aufgebaut. Die ist wirklich recht cool aufgebaut. Und zwar verteilen die gratis Wasser an die Leute. 10 Cent von jedem Verkauf gehen nachher an eine gemeinnützige Stelle in dem Sinn. Ich nehme an, eben da nachher könnte ich Brunnen bauen in Afrika, auf dem Kontinent von Afrika. Immer noch, liebe Leute, Afrika ist kein Land, es ist ein Kontinent, für die es immer noch nicht so intus haben. Auf jeden Fall bei Free Water, wo ihr jetzt so seht, wenn ihr den Videocast schaut, läuft es so, dass Firmen ihre Werbung darauf können, nicht projizieren, draufdrucken. Plus nachher haben sie auch die Möglichkeit, dass sie gerade einen QR-Code draufdrucken können, wo dann die Konsumentinnen und Konsumenten direkt zu ihren Seiten kommen, wo sie auch dementsprechend könnten mehr Profits einsammeln. Heisst, dass zum Beispiel steht, jetzt eine Metzgerei tut jetzt, ist jetzt natürlich ein blödes Beispiel, sagen wir eine Metzgerei oder Kiosk, nehmen wir den Kiosk. Kiosk tut jetzt seine Werbung da drauf projizieren. Jetzt bin ich wieder beim Projizieren. Ja. Sie drücken ihre Werbung draufdrucken mit einem QR-Code und schreiben nachher, hey, mit dem QR-Code, wenn du den einlesen kannst du bei uns gratis ein Pack Hatschgummi oder Pack Chips oder was auch immer, kannst du bei uns nachher abholen, in einem Kiosk. So, Win-Win. Die Leute haben in dem Sinne als erstes gratis Wasser bekommen. Wie gesagt, es tut sich in dem Sinne durch die Werbung, die die Leute geben, tun sie sich in dem Sinne auch gerade damit das Wasser finanzieren. Also, die Leute bekommen das Wasser, Konsumentinnen und Konsumenten, plus eben haben noch ein Benefit bei der Firma selber und die Firma selber hat die Werbung. Auch die ganze Produktion ist direkt mit der, sage ich mal, Werbung, die die Leute oder die Firmen zahlen, ist damit abdeckt. Und 10% gehen noch an eine gute Stiftung oder an eine gute Stelle, Standort. Nein, an eine gute Stelle, sagen wir es so. Ich finde es auf jeden Fall wirklich super. Was ich noch feiern würde, wäre natürlich, also ich weiß nicht, ob das auch so passiert, aber wäre natürlich, wenn man jetzt die Werbung auf eine eben auch Getränk, nicht gerade zuckerhaltig. Wasser ist super. Wirklich, bleibt bei Wasser, Leute. Habe ich inzwischen auch, dass ich grundsätzlich nur noch Wasser trinke. Entschuldigung, außer der Morgen meine OFO. Das muss sein. Aber ich muss wirklich sagen, es wäre doch cool, wenn man das auch hierzulande machen würde. Sagen wir jetzt Manor, Coop, Migros, ja gut, die vielleicht nicht gerade, aber auch andere Firmen. Es gibt so viele Firmen, die sich so etwas leisten können. Auf jeden Fall wäre es doch super, wenn man nicht nur Getränke, sondern auch Essen würde mit Werbung von Firmen versehen, für das man es gratis könnte, zum Beispiel auch an Obdachlose verteilen. Klar finde ich dort nachher wiederum gefährlich der Fakt, dass viele Leute nachher dort auf die Idee kommen oder die blöde Idee, hey, ich könnte mich mal als Obdachlos ausgeben und nachher gratis da etwas beziehen. Kennt man ja. Da hat ja auch mal das Restaurant irgendwie ein Aushängeschild gemacht, dass Familien, glaube da können gratis essen. Auf jeden Fall, die Familie hat das sehr ausgenutzt. Oder auch andere, die nachher ganz klar schnell gezeigt, hey,
da machen wir wirklich nur Minus, wenn wir das machen. Ja. Es gibt immer wieder super Ideen, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt wirklich immer wieder super Ideen. Es gibt auch immer wieder super Startups, die mit super Ideen kommen. Und dann gibt es wieder Startups, die mit sehr, sehr schlechten Ideen kommen. Zum Beispiel, wenn zwei Männer sich mal denken, wir könnten mal irgendwie ein Produkt auf die Welt bringen, wo in dem Sinn der hässliche Geruch von den Tampons von den Frauen würde aus der Welt schaffen. Nein. Nein. Dass die dann zumal bei König der Löwen, an ich wollte sagen, bei Höhle der Löwen sie auftreten. Ja. Aber kommen wir auch nochmal eben zu der letzten Generation. Also ich persönlich muss wirklich sagen, ich finde es unter alles Sau. Viele Leute werden mich sicher jetzt dafür auch kritisieren, sagen, ey, aber man muss doch etwas für das Klima machen. Ja, man muss wirklich etwas für das Klima machen. Aber man muss in dem Sinn auch das richtig kommunizieren. Heisst, dass man zum Beispiel sagt, hey, schau, mach es so, tu das vielleicht hier und da ändern. Für zum Beispiel auch in den Wintermonaten zeigt zum Beispiel den Leuten, wie sie Energie sparen können, für das sie nicht die ganze Zeit die Heizung laufen müssen. Lass die Leute zum Beispiel jetzt auch zeigen, wie sie die Wohnung richtig durchlüften in den Sommermonaten, für dass sie nicht die ganze Zeit die Ventilatoren eingeschaltet haben. Obwohl, man muss natürlich im Hinterkopf behalten, ein Ventilator braucht bei weitem noch nicht so viel Strom wie so ein Elektroheizöffel, das schnell im Mediamarkt oder sonst irgendwo kaufen. Oder eben auch so einen Luftentfeuchter. Braucht es nicht. Oder eben auch eine Klimaanlage, allgemein in den Sommermonaten. Da ist ein Ventilator weit entfernt. Ich weiss noch, keine Ahnung, ob ich das mal hier im Podcast habe erzählt, aber dann, als ich noch in der alten Wohnung gewohnt habe, ist es mal wirklich so brennend heiß gesehen, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich wirklich einen Ventilator kaufen. Es ist Zeit, ich brauche einen Ventilator. Bei dem Mediamarkt, bei mir in der Nähe war gerade der Mediamarkt gesehen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist wirklich noch sehr, sehr wenig übrig gesehen. Also auch sehr teure sind natürlich übrig gesehen, aber recht gute Ventilatoren sind schon alle weg gewesen. Also wirklich, die guten sind weg gewesen. Ich habe nachher so einen Tischventilator gekauft, also der nicht hin und her dreht oder hoch und runter, sondern wirklich immer der gleiche Punkt. Beziehungsweise auch nicht auf einem Ständer ist gesehen, sondern einfach so zwei kleine Metallfüße gehabt. Ich habe den gekauft, habe mir den daheim auf dem Stubentisch, Salontisch, habe mir den da draufgestellt und habe mich einfach so die ganze Zeit anblasen. Ja, jetzt haben sie mal gesehen, dass dort etwas bloß ist worden. Nein! Den muss ich rausschneiden. Oder lasse ich den drin? Ja, wenn ihr den hört, der Joke, der ist auf jeden Fall drin. Übrigens ist auch kein Joke. Ja. Sam wird direkt ab 18 Zwergschnauzen. Ja, es soll auch so ein bisschen sein. Sollte ja auch ein bisschen für erwachsene Leute sein. Ja. Item. Auf jeden Fall habe ich den da draufgestellt und das Ding ist gesehen, oder das Phänomen, dass immer wenn ich den habe eingestellt habe, dass ich bin eingeschlafen. Ich habe den so schön hin und her gestellt, dass genau bei mir schön eben bei oder oben in dem Sinne anblasen. Und irgendwann bin ich je nachdem auch eingeschlafen. Aufgrund vom Ton. Ich weiß auch nicht, ob ihr das so habt, wenn ihr den Ton von einem Ventilator hört, dass ihr das irgendwie so beruhigend findet. Bei mir ist das auf jeden Fall so gesehen. Also ich finde das irgendwie, ich glaube auch heute noch, sehr beruhigend. Ein Ton von einem Ventilator, also, das finde ich irgendwie sehr beruhigend. Ich glaube eben auch, deswegen schlafe ich meistens in einem Flüger, wenn ich wieder mal fliegen würde, wo ich keinen Bock habe, dass wir das gerade mal abgesegnet haben, dass ich dort recht schnell einschlafe. Halt auch wegen dem Ton, der ähnlich ist wie bei einem Ventilator. Also du hast irgendwie ein paar Streihaus oder irgendwie Leute, die da ein Kaldi haben, weil sie 1, 2 zu viel hatten.
Ja, item. Auf jeden Fall, ich schlafe dort sehr schnell ein. Wäre doch cool. Von dem her einfach beim 27. wenn da die letzte Generation geht protestieren auf dem Flughafen, eben auf dem Flughafen, nicht nur bei dem Flughafen, sondern auf dem Flughafen. Einfach ein paar Turbinen loslassen, für das man in dem Sinn, je nachdem, der einschläft, anstatt zu protestieren. So, ich würde sagen, das wäre es gesehen. Ich glaube, ich habe nicht mehr Themen, ausser noch eins genau. Und zwar gestern habe ich in einer Gruppe auf Facebook, ich zeige euch das am besten nicht, aber ich kann euch davon erzählen. Gestern auf einer Verkaufsgruppe, es gibt ja zwischen ein paar Verkaufsgruppen, habe ich gesehen, dass dort jemand ein Stelleninserat hat losgelassen. Und dann habe ich gedacht, okay, gut, Stelleninserat ist ja erlaubt hier auf dem Portal oder in dieser Seite, auf Facebook. Was mich nachher ein bisschen hat irritiert war, was man hat geschrieben und wie man es hat geschrieben. Und dann habe ich mal die Bilder angeschaut und bin dann auch mal durch eine Bilder-Rückwärtssuche gegangen. Und habe geschaut, was ist das für eine Person. Und siehe da, die Person, beziehungsweise die Bilder, und mich persönlich hat es wirklich gerade ein bisschen geschockt, sie von einer Person gesehen, die bereits verstorben ist. Von einer Person, die 2022 verstorben ist. Eine Mutter, die eine 10-jährige Tochter hat hinterlassen. Und ich habe nachher auf Facebook wieder geschaut, okay, finde ich die Person, finde ich das Profil. Habe auch ein Profil gefunden und habe nachher mal die Likes angeschaut und habe sehr wahrscheinlich die Schwester gefunden. Oder auf jeden Fall jemand, der sehr, sehr nach dieser Person verwandt war. Weil, ja, gleicher Nachname. Auf jeden Fall habe ich dieser Person geschrieben, hey, also ich kann es gerne zeigen, oder auf jeden Fall kurz zusammenfassen. Auf jeden Fall habe ich geschrieben, liebe so und so, vorweg meine Kondilation, jetzt kann ich es wieder nicht sagen, auf jeden Fall mein Beileid für dass du deine Schwester hast verloren. Mein Name ist Sam Koller und ich bin aus der Schweiz. Ich tue mich dafür entschuldigen, dass ich dich einfach so aus dem Nichts auf Facebook kontaktiere. Ich bin aber 100% sicher, dass du die Person, ich habe so viel gerade zuerst erwähnt, um welche Person es geht, dass du die Person wirklich noch kennst. Ich habe dann gesehen, dass auf einer Facebook-Gruppe in der Schweiz ein Stelleninserat ist geschaltet worden mit den Bildern von dieser Person. Also eben, die sie kennt, die eben verstorben ist. Ich kann dir auch sehr gerne das Profil schicken, also den Link zum Profil, weil ich habe Screenshots geschickt. Ich kann dir sehr gerne auch den Link schicken, für das du und die Angehörigen von dieser Person, die verstorben ist, die können melden, dass das definitiv nicht die Person ist. Liebe Grüße aus der Schweiz und eben nochmal meine aufrichtige Kondolation für eben den Verlust von dieser Person. Ja. Und die Person ist aus den Staaten, also nicht irgendwie von da nehmen. Dass man einfach von da nehmen aus der Schweiz ist ja auch sicherer. Also nicht, dass ich da jetzt irgendwie jemanden dazu würde ermutigen, aber ich schaue mal, ich weiss noch, in welcher Gruppe das auch ist gesehen. Da. Aha. So. Gut, da müsste ich auch. Gerade mal mit dem Namen. Ja, und da kommt die Person. Sie ist immer noch drin. Vor allem eben, ich finde es so heftig. So heftig. Klar, Facebook kannst du sagen, dass du
mehr, also nein, nicht du selber kannst sagen, dass du nicht mehr lebst, sondern du kannst sagen, die Person lebt nicht mehr. Du musst, glaube ich, auch Todesanzeige einschicken. Auf jeden Fall, es ist möglich, dass du eine Person als verstorben kannst melden. Aber ich finde das unter aller... Ja. Also... wirklich unter aller... dass man das so verwendet. Ja, ich weiss wirklich nicht, gerade was ich dazu soll sagen. Vor allem eben, lustigerweise ist es dann auch noch so, dass wenn du nachher die Likes mal gehst, anschauen, siehst du je nachdem auch, von wo die Leute kommen. Ja. Nein, ich will da jetzt nicht zu viel drin sagen. Aber meistens sind es Leute, wo du denkst, oh, okay, also wenn die Person auch von dort ist, ja. Wo das Profil hat errichtet, dann finde ich es wirklich unter aller Sau. Wirklich unter aller Sau. Ich meine, was man nicht darf vergessen, was ich glaube, ich habe auch schon darüber geredet. Aber es besteht ja, ich habe schon darüber geredet, eben dann so mal mit dem Kollegen mit dem Fake-Profil. Und da kommen immer noch täglich, wirklich täglich Anfragen rein. Von jensten Ländern, von jensten Männern. Ob verheiratet, nicht verheiratet, wo ich einfach muss sagen, hey, was geht da? Was geht da? Ja, ist halt die Welt. So, jetzt wirklich vielen herzlichen Dank für alle, die heute wieder zugelassen haben. Folgt mir gerne auf Spotify. Ihr könnt übrigens jetzt auch Kommentare schreiben beim Podcast selber auf Spotify. Wieder die Folge gefunden, ob ich es aufhöre. Auf jeden Fall ist dort sehr viel mehr möglich jetzt. Ja. Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Woche. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Tschüss zusammen, macht's gut. Zwergschnauze.